Pandemie, duno Energiepreise mit deier Produen an Lopaien, déi duch den Index opgin. Et hält einfach net op, so Vizepräsidentin vun der Handwerkerföderation am RTL-Interview. Et wäre Kächten, déi Betrieber net keinten 1:1 un de Klient weitergin. Geld war en Fehler géif fir zu investieren, fir de Betrieb wichteg schlechte Stand ze halen. Verschiedene Betrieber missten sech sogar en verklängeren. De Jean Norris mat eng konkrete Beispiel. Für die Vizepräsidentin von der Handwerkerföderation steht fest. Kaum ein Betrieb kennt der Lernst, dass man den Klient mit dem an den Tisch greifen muss. Der Alexa Ballmann hat die Rechnung gemacht. Als Beispiel hält sie Betrieb, an dem 10 Mitarbeiter den qualifizierten Mindestlohn verdienen. Mindestlohnerhöhung von 3,5% am Januar, 3 Indextranchen am März, April an Ende vom Jahr. Das gibt für 2023 a Punkte Lohnkosten eine Erhöhung von 27.400 €. Bei einem kleinen Betrieb, den Benefis bis von 45.000 € möchte, wenn der gut Jahr ist, da bedeutet dass das übertalsch für seinen Benefis ist. Ne? Die kann natürlich mal investieren, die kann ihn nicht mehr reinvestieren in seinen Betrieb. Und das ist einfach etwas, was ganz wichtig ist. Dadurch stoppt den Wachstum von den Betrieben. Am schlimmsten Fall muss der Betrieb sich verkleinern. Wie ich dann auch dafür gesagt habe, wenn ich die Rechnung möchte, dass ich 4 Mal sein Salär muss rankriegen, 4 eben überhaupt noch einen Benefis zu kriegen, weil dann ist das ein Plus von, sind wir nicht so bei einem Plus von 140.000 €, die muss mehr Chiffre d'affaires kriegen. Aber was für eine Rolle wird dann am Kader von der letzten Tripartite spielen, dass die Regierung der Betrieber 3 Monate Index integral via Mutualität von den Employeuren kompensiert? Da kommt du auf 2.082 €. Bei einer Haus, wie wir schon gesagt haben, für 27.400 €, dann ist das ein ganz lieber Gest, mehr für die Betriebe ein Trips auf der Wärme stehen. Bleiben wir bei unserem Rechenbeispiel, also dem Betrieb mit 10 Mitarbeiter, die den qualifizierten Mindestlohn verdienen. Vergleich mit Ende 2022 gäbe am Jahr 2024 ein Lenkmaß salarial. Ohne Loyer, Energiekosten oder de Produkte, die auch mit Eier goufen, sogar 37.000 € opgoen. E Phase ni Burdem, so die Vizepräsidentin von der Handwerkerföderation. Eng Ästheticienne kennt zum Beispiel die Kosten einfach nicht 1:1 op de Klient überdrohen. Wie viel muss ich meinen Preis erhöhen? Quasi 20% muss ich erhöhen, für das wir Level wären. Preise müssen gehoben gehen, das sicherlich, dass das dort nicht wird abgehen. Das sicherlich, dass die Klient mussten mal rechnen, dass Preise an die Luft gehen. Und dass eben der Teil und Erklärung dafür ist, wieso, weil der Betrieb kann einfach nicht mehr rauskommen. Aber auf der anderen Manier kann den Preis eben nicht so hoch an die Luft setzen, weil er einfach unzumutbar ist und die Klient dann auch einfach mal erkennt.